Wir sind hier an der Zusammensetzung, wenn man an die nächste Chambersession rangehen. Herr Giberien hat dafür gedurcht, er will persönlich nicht mit dabei sein, aber vielleicht dann direkt schon den Herr Keup, den 14. Oktober an der Chamber veredigt wird. Also Herr Keup, herzlich willkommen an diesem Kreis. Und wir werden bestimmt nach Tags Gelegenheit noch Pressekonferenzen mit Themen zusammen zu machen. Wir haben die Journée parlementaire gehabt, was das bei uns an der Partei für allem eine Information von den Membern, von den Bezirkskomitees, von den Organisationen von der Partei, von dem, was wir im Parlament machen. Wir diskutieren aktuelle Themen. Wir haben keine Decisionen auf der Journée parlementaire. Das sind Decisionen, die bei uns geholt am Nationalkomitee oder im Nationalkongress. Aber wir diskutieren mit denen, wir informieren und wir holen natürlich Suggestionen, ob die uns als Deputiert rückgedroht gehen. Das sind eigentlich ganz flott Diskussionsgelegenheiten. Aber was wir heute letzten Samstag diskutiert haben, das sieht dass wo die Frage von einer Legalisierung vom Cannabis, wie die Regierung sie proposiert, der 5G an Thema den Teletravail, der ja auch ein großes Sujet ist. Wir noch Kollegen informiert über als Legislativarbeit an der Chamber. Wir haben eine ganze Reihe Propositionen de loi als der gemacht, die noch um Instanzen sind, die wir auch darum abgreifen. Und wir haben ein paar neue Initiativen, über die wir als Presse selbstverständlich auch dann informieren, wenn das mir wichtige Projekte sind, sobald dann spruchreif ist. Wir haben auch den Nationalkongress, der logisch könnte, den 11. Oktober an der Deichhalle zu Ettelbruck, da holen wir Decisionen. Das ist eigentlich ein Unterschied zwischen der Journée parlementaire und einem Kongress. Aber wir dezidieren, wir holen ein paar Bayern Kongress, die sind am Blick auch schriftlich schon an einer Diskussionsphase über das Logement, über die Klimapolitik und über die Migration. Da holen wir also an dem sind ein paar Bayern die dann auch das Wahlprogramm komplettieren und uns an unserer politischen Arbeit weiter gidieren. Daneben gibt es dann auch natürlich, wie das nicht ähnlich kann sein, bei einer politischen Organisation wie unserer, gibt es dann noch eine Diskussion über die aktuelle Politik. Guten Morgen. Die aktuelle Politik über verschiedene Aktualitätssujets. An den ersten, den natürlich diskutiert wird, dass die Frage rund um Steuern, Finanzen. Und wir erinnern da, und wir holen Verantwortung, also die Regierungen hier Verantwortung, weil sie hat schon gesagt, den Herr Bittel sowohl wie den Herr Gramegna schon am Anfang von der Krise, die Finanzen sind an der Reihe, das ist der Verdienst von uns, Regierung, dass die Finanzen an der Reihe sind, nicht kascht, weil es kascht. Und das repetitiv gesagt gehen, sowohl vom Herrn Bittel wie auch vom Herrn Gramegna, Steuererhebungen kommen für uns nicht auf froh, dass das Gift für die Ökonomie und die Kaufkraft von den Leuten muss erhalten bleiben. Und das sind Aussagen, die für uns gelten. Und die Regierung hat die gemacht, wir holen die Regierung, wie gesagt, auf dem Punkt an ihre Verantwortung. CSV, wie ihr wisst, hat du auf einmal Steuererhebungen an Gespräch gebracht, das hat ein bisschen eine Lawine losgetrippelt. Aber ich will auch hier ganz klar sagen, dass wir keine Steuererhebungen als ADR sind. Wir sind da mit dem Herrn Gramegna und Herrn Bittel wenigstens mit dem, was sie gesagt haben, ob der Linie, dass Steuererhebungen lo Gift für unsere Ökonomie sind, für unsere Entreprisen und dass man muss eine Kaufkraft von den Leuten erhalten. Wo wir aber auch so, dass wir d'accord sind mit der Eliminierung von Steuerungerechtigkeiten. Das ist besonders für eine Steuererhebung. Es gibt einfach am Land, und Herr Reding hat für eine Woche an der Chambre erklärt, wie als Position ist zu den Fonds d'investissement spezialisiert, die sogenannte FIS, an die Stock Options. Wir verschließen also ausdrücklich nicht Reformen von denen zwei Formen von Finanzinstrumenten oder Vierdeler, die können oktroyiert gehen, weil man durch eine Ungerechtigkeit gesehen wir entschieden, also aber wenn der CSV zum Beispiel am Dossier Stock Options, dadurch, dass man so, wir wollen nicht das ganze Instrument eliminieren, weil es ein wichtiges Element aber auch ist für Finanzplatz Lützeburg an einer Konkurrenzsituation zu anderen Finanzplätzen können zu bestehen. Also wir wollen eine Reform für Steuergerechtigkeit, aber wir wollen nicht wie die Deutschen so das Kind mit dem Bade ausschütten, das wäre nicht der richtige Weg. Steuergerechtigkeit, aber auf jeden Fall. Wir kriegen von der Regierung
und dann so viel wie lo ausgeseit trotzdem eng Lawin wo Steuererhechungen mir wie gesagt mir an wollen dat net mir ich will he appellieren Resultate vom Conseil européen von Herr Betteler am Juli vertreten hat an du hast gegangen dat gesit an de Konklusionen wann der gesit wann der guckt vom Conseil européen en enger Erhechung von der Ressource propre von der Union Europäen und das natürlich sind dat Kontributionen die Memberstaaten müssen entweder erhiewe für die Europäische Union oder an eng anderer Form bringen Plastiksteuer dann es wird gefeierlich als Taxen und die Grenzen die Westeuropäische Union als eng Zollunion an die Taxen dat hue en Gefo wo Retorsion, wann die Europäische Union Steuern und die Grenzen Taxen afeiert oder heckt, dann ist ja klar, dat einer Großwirtschaftsraum entwerten Europa. Dat heißt, dat kann zu enger Eskalation von Taxen feieren an zu enger Reduzierung vom Handel op der Welt. Dat ist also nicht wat harmlos aus an net feiert auch zu einem Kompetitivitätsverlust von der Europäischen Union und immer auch von der Lützeburger Industrie. Das ist also eine Sache, die man will am Erbe halten. Aber vielleicht das gefährlich, dass die Financial Transaction Tax ohne die OECD zu annehmen. Das ist wirklich ein Paradigmenwechsel gewesen. Das ist sich, wird mir so ein ganz schlechtes Verhandlungsresultat vom Premier Xavier Bettel Conseil Européen. Weil mir hatte bislo immer die Doktrin als Lützeburg vertruden und darauf abgepasst, dass er so zurückgehalten wird, dass ein Finanztransaktionstax nimmer kann angefeiert gehen von all wichtig Finanzplatz auf der Welt, wo man am selben muss davon betroffen ist. OECD weit oder weltweit, das ist nur ein froh von Terminologie, mit das in allem wichtig, all konkurrierend Finanzplatz muss mit betroffen sein, wie das mir nicht eine relative Notdeel par rapport zu anderen kreieren. Allo als un Conseil Européen als den Herr Bettel rumkommen und eng Finanztransaktionstax an de Konklusionen vom Conseil Européen akzeptiert ohne Referenz op der OECD, also EU-weit. Dat as die Übersetzung mir lot gefo eng EU-Finanztransaktionstax zu kreen, wo London dann zum Beispiel wie ein evident Beispiel zu nennen, nun Brexit nicht betroffen wird. Das heißt, den Konkurrenz für den wo London, die schon mit Eis an einer spezieller Relation ging nach dramatisch verschärft geht. Das ist also schwere Fehler, Verhandlungsfehler vom Herr Bettel auf dem Conseil Européen. Aber wir müssen einfach so, dass wir die Finanztransaktionstax nicht refusieren als RDR. Weil du sind ein ganz ideologischer Gerechtigkeitsüberlegungen, wo ich wirklich kann darüber nachdenken, Besteuerung vom Kapital und so weiter und so fort. Aber sie darf nicht allein Eis zum Nodel sehen, muss Jüdere betreffen, auch da das ein sehr von internationaler Gerechtigkeit. Und kommen auch Akzisenerhechungen, heißt immer besonders bei geringe Freien, Kohlendioxid für die Atombepreisung, das ist natürlich ein Euphemismus, wie zu so eine Steuer. Die Strategie wird Reduzierung vom Auffall, weiß man noch nicht genau, wie diese finanziell wird auswirken. Grundsteuer soll erhöht gehen, also es könnte eine Lawine von Steuererhöhungen auf Land tun, und mir, wie gesagt, nicht der Meinung, dass das der richtige Weg ist. Wir wollen auch eine Neuordnung von Subventionen. Wir hatten zum Beispiel auch die Diskussion am Transportsektor. Du musst wissen, der Transportsektor kriegt Subventionen, wenn sie auf Elektrokamion umklammen. Ein Elektrokamion kostet 600.000 €, ein normaler Kamion kostet 150.000 €. Wo ist ein froh von evidenter Rentabilität. Aber wenn ich will etwas für die Umwelt machen, wäre es schon gut, wenn ich in Diesel durch mehr properen Diesel ersetzen. Das wäre ja schon ein Gewinn. Wir werden das auch encouragieren. Wir wollen, und das eine Sache, die wir auch an der Chambre werden immer zu Spruch bringen, wir wollen keine Subventionierung von der Elektromobilität, solange Kannererbe damit verbunden ist. Die Regierung weiß das ganz genau, Herr Thomas weiß ganz genau, dass wir noch nicht auf dem Punkt sind, dass wir können eine Elektromobilität assurieren, ohne müssen zum Beispiel auf Kannererbe am Kongo zurückzugreifen, wo 40.000 Kanner, wir hatten nach für kurze Entrevue, für das konfirmieren zu lassen, 40.000 Kanner ab prekäre Situationen auch an ungesicherte Minen schaffen, für den Aufbau vom Kobalt. Aber wir holen das nicht, für uns ist das nicht akzeptabel, dass wir das praktisch auch nach Hause subventionieren. Wir sind nicht gegen Elektromobilität, aber es muss wenigstens an dem Sinn zu justifizieren sein, dass nicht mit Entreprisen eine Responsabilität sozial haben, aber auch der Staat hat eine Responsabilität sozial. An die Responsabilität sozial von der Entreprise muss eine ganz Lieferkette gucken, da muss der Staat das auch machen und geht nicht für keine Arbeit erkauft zu wollen.
Die ökonomische Situation ist natürlich auch über die Industriepolitik absolut an der Aktualität. Da ist es am Gang um Diversifikation. Wir sind als ADR absolut nicht gegen die Industrie. Das muss ich klar so. Wir brauchen sie. Wir haben einen hohen Chômage am Land. Wir brauchen sie für eine mehr resistenzfähige Ökonomie zu haben. Wir haben ein großes Problem für Kompetitivität. Und da auch, wenn da die Kommunike guckt, die ArcelorMittal gemacht hat, wo sie Decision geholt hat für Personalaufbau, auch heute zu Lützeburg an die zu legen. Da steht ganz klar dran, dass Konkurrenzursachen eng von den Hauptursachen sind, die sie dazu gefeiert haben, hier Personalaufbau anzulegen. Und das ist verbunden mit dem Emission Trade System, das just hier in Europa so appliziert wird, an dann natürlich auch mit der Kohlendioxidbesteuerung. Wir müssen das einfach am Erbe halten. Wir haben eine Situation, wo die gering riskieren durch ihre Attitüde den Standort Lützeburg als Industriestandort vorzustellen. Aber wir haben auch eine Situation am Blick, wo die gering eigentlich der LSAP die Industriepolitik aus der Hand holen. Dadurch, dass sie über das Umweltministerium einen enormen Einfluss auf den Fortgang von den Projekten holen, an sich als der LSAP verantwortlich für die Industriepolitik de facto haben die gering hin und her aus der Hand geholt. Wenn wir nicht kompetitiv sind an zusätzliche Steuertaxen und die Steuern von der Union abfeiern, dann haben wir keinen Zugang zum Weltmarkt mehr. Das ist auch ein großes Risiko. Und wir hätten gerne als ADR, dass wir hier eine gewisse Reindustrialisierung an Europa haben und der auch Lützeburg soll teilholen für die Karenzen, die wir festgestellt haben, notamment im Bereich zum Beispiel von der pharmazeutischen Industrie, von der Elektronikindustrie, während der Covid-Zeit für das können auszugleichen und als Europa mehr resilient und mehr unabhängig können durchzustellen. Das ist wichtig. Letztes wird am Kader von der Energiepolitik die Estimationen und Prävisionen, die den Herr Turmes mischt über den Energieverbrauch am Land bis 2030, also an Eisen vollkommen unrealistisch. Wir haben einen ökonomischen Wachstum wahrscheinlich geschwunden. Wir haben ein Wachstum von der Population, von der wir ausgehen, dass den sich weiter fortschreibt. Aber bis 2030 haben wir also mehr eine große Ökonomie, wir haben deutlich mehr Population wahrscheinlich am Land. Und da sieht der Energieminister mit 22% meiner Konsumation und Energie. Das ist vollkommen unrealistisch, aber wir brauchen einfach eine realistische Energiepolitik. Niedrige Preise an einem sicheren Approvisionement für den Industriestandort Lützeburg können zu haben. Wir wollen auch eine Revalorisierung vom Handwerk. Wir brauchen einfach qualifiziert Leute, weil ohne qualifiziert Leute kann auch eine Industrie, ein Handwerksstandort einfach nicht bestehen. Was der Asselbahn angeht, da brauche ich nicht zu rappellieren, dass wir als ADR schockiert sind über die Manier, wie auch an internationalen Medien optritt. Wir hatten für kurzem die Frechheiten, die gegenüber dem österreichischen Volk gesucht hat. Wir haben darüber hin seinen Rücktritt gefordert. Wir werden das am 15. Oktober an der Chambre zu Spruch bringen. Wir hatten direkt eine Heure d'Aktualität gefordert. Normalerweise kann eine Heure d'Aktualität schon direkt an der nächsten Pläne drunter. Das war nicht möglich, wenn Herr Asselborn den Blick am Conseil Affaires Générales zu Brüssel wäre. Wir haben das also an der nächsten Sitzungswoche, normalerweise kommt das der 15. Oktober, wir werden als ADR auch weiter und der Forderung dann festhalten, an seiner Chambre vorbringen, dass Herr Asselborn soll demissionieren und dass wir einen neuen Minister kriegen. Der Covid. Auch hier 4 Punkte. Wir hatten eine schlechte Vorbereitung auf die Krise. Das muss ich einfach deutlich so, und das ist eine Lehren, die man müssen ziehen. Da das selbstverständlich keine Prost, die man da mit dem Lehnert können merken, aber der LSAP auf jeden Fall. Der LSAP hat Verantwortung für die Gesundheitspolitik seit vielen Jahren. Den Herr Engel hat das an der Chambre rappeliert, da singen Interventionen. Wir hatten keine Reserven, wir hatten eine schlechte Koordination am Anfang zwischen den verschiedenen Instanzen am Gesundheitssektor. Wir hatten eine Reform von der Madamutsch, die fertiggebracht hat an der letzten Legislaturperiode. Wir hatten also das nicht gestimmt. 12 von den Spidolsbetten zu reduzieren. Das muss ich klar gesehen, wenn der Luxemburg an Chiffre guckt vom Stadtdeck, da sieht er die Evolution von den Spidolsbetten, wie sie raufgegangen ist an den letzten 10 Jahren. Das könnte natürlich so, bon, da sind Teil ambulatoire Medizin und so Entwicklungen, die da mal dran spielen. Mit de facto haben wir eine Reduzierung von den Spidolsbetten gehabt, bei einer Augmentation von der Population und die Rechnung kann natürlich nicht abgehen.
Wir haben Chaos gehabt und dort Koordination zwischen dem Minister Lehnert und mich nicht geklappt an den Schulen. Wir hatten schon die Abteilung experimentell an A-B-Klasse. Wir hatten eine unnötige Diskussion über Lüfte, weil normalerweise muss das eine Selbstverständlichkeit sein, dass ich alle Klassen soll lüften. Das ist aber ein schwieriger Prozess für eine notwendige Präkautionsmaßnahme können überhaupt durchzuführen. Wir haben eine absurde Diskussion über partielle Quarantäne gehabt, wo Leute einerseits krank sind und andererseits gesund. Das alles ist absolut nicht akzeptabel und durch die Regierung schlecht funktioniert. Den RKI. Das ist das Robert-Koch-Institut, den hat als deutsche Institution natürlich europaweit den Abfluss, den hat den Kriterien von 50 Fälle pro 100.000, den du appliziert. Dat also politisch gewählte Kriter, dat wissen wir, den hört also gewisse Grad von gewissen arbiträre Charakter. Mir wat wichtig ist an Eisenern. Wir hatten noch eine Question parlamentär zu dem Thema gestaltet, dat das von in ein Institut führt, dat für Lützeburg eine essentielle Bedeutung hat. Den RKI, wer den über Lützeburg sieht, aber wie den als erstuft, dann hält die Kontakt op mit dem RKI. Et se den mir erklären ich wie mir die Tester machen, die könnt ich sogar bedeligen und den Tester. Wir können einen wissenschaftlichen Austausch schon. Mir gefroht, sie Lützeburger Vertreter von der Santé, von unseren wissenschaftlichen Instituten, Luxemburg Institute of Health oder wen auch immer beteiligt ist, haben die Leute Kontakt abgeholt mit dem RKI, sind sie invitiert gehen auf Lützeburg, haben wir das erklärt, dann für das nee. Sie hatten just diplomatische Relationen mit der deutschen Regierung, wo sich nach muss frohen Kontinu von Relationen mit Asselborn, mit verschiedenen von den Ministern, wie weit die überhaupt gegangen sind. Aber wir haben eine Situation gehabt, und das ist ein Fehler von der Regierung, dass auch bis heute, soweit wir wissen, kein direkter Kontakt beim RKI besteht, für überhaupt können die Lützeburger Situation mit denen Verantwortlichen, die das evaluieren, direkt können zu diskutieren. Wir hatten de Morgen eine Reunion mit Asselborn von 9 bis 9:30. Und ich muss so den Eindruck, den als Außenminister mischt an der ganzen Covid-Diskussion, weil das auch de Morgen drin gegangen, als der von einem Journalist, den einfach eine Situation beschreibt, den sie analysiert, aber den nicht mischt. Und das ist das, was der Politiker soll machen, soll gucken, dass wir als Interessen an Deutschland Verträge kriegen, inklusive gegenüber den Instanzen, die hier eine große Rolle spielen. Dazu gehört ein RKI, und da ist als Regierung, und da muss ich noch der Madame Lehnert aber vorwerfen, inaktiv. Und das geht nicht. Der letzte Punkt über die Covid, das sind Grundrechte. Und da haben wir auch an der Engländer das auch immer gesagt, wenn wir die Gesetze an der Chambre verlängert haben. Wir sind nicht damit d'accord, dass Grundrechte einfach ohne weitere Diskussionen, wie wir da mal Blick haben, einfach immer weiter eingeschränkt gehen. Das ist ein großes Problem. Wir hatten schon immer als ADR gesagt, dass wir hier am Land verschiedene Punkte haben, zum Beispiel bei der Meinungsfreiheit, wo als Grundrechte zu viel eingeschränkt sind. Lo hat man mit der Krise eine Einschränkung von den Grundrechten, die wurde dann auf 3 Monate beschränkt, dann aus dem 1 Monat verlängert gehen, dann um 2 Monate. Also haben wir letztes Jahr in der Chambre ein Gesetz gehabt, was wir auch nicht mitgestimmt haben, aus dem Grund, unter anderem, weil die Grundrechte um 3 Monate ab einer Woche weiter eingeschränkt sind, das ist mehr lang wie mit der Krise. Das ist an uns nicht dran. Wann und Grundrechte geht, dann ist es ob allmond muss geguckt werden, was ist wirklich noch nötig. Darf der Staat das? Weil wir kommen an eine Mentalität, wo wir nicht aufpassen, dass wir als Bürger mengen, das wäre normal, dass der Staat als Grundrechte einschränkt. Das darf niemals als Mentalität gehen. Der Staat ist dafür als Grundrechte zu assurieren. Und einfach so Kleinmajoritäten, 31 Deputierten, dass die können, die kleinstmögliche Majorität, dass die Grundrechte von den Leuten auf Perioden von über 3 Monaten können einschränken. Ohne dass sich groß abgerichtet wird, das ist auch ein bedenkliches Zeichen in unserer Gesellschaft. Und wir haben als ADR dagegen, wir sind eine Partei, die sich den Grundrechten, den Schutz von den Grundrechten ersetzt. Am Etat der Krise, da will ich just darauf verweisen, dass in der Reding eine Proposition der Revision von der Verfassung angeregt, dass wir hier gehen an all Maßnahmen, die die Regierung an einem Etat der Krise hält, können dem Verfassungsgericht zur Kontrolle vorlegen. Und wir holen auch, und das machen wir in den nächsten Monaten eine zweite Legislativinitiative, in dem Sinn, dass alle Einschränkungen der Grundrechte durch Parlament bausen dem Etat der Krise, also in der Situation, wo wir los sind, muss von einer 2/3 an der Chambre gestimmt sein. Es darf nicht sein, dass das Grundrecht mit einer einfachen Majorität, Regierungsmajorität von 31 Stimmen eingeschränkt gehen.
Das ist einfach nicht den Auftrag von einem Staat. Wir hatten dann, da ging ich mir sehr drüber, weil ich meine, das sind Aktualitätsdiskussionen, die kennen da beim Cannabis, beim 5G, bei der Hemerbecht. Beim Cannabis also so, dass wir bei medizinischen Cannabis sowieso Vierreiter wären als ADR, das ist an der Geschichte von unserer Partei festgeschrieben. Wir wollten immer den Gebrauch für die medizinische Cannabis, und wir haben uns gefragt, dass das angefeiert gehen ist. Aber wir wissen noch, dass der Gebrauch von Cannabis für andere Zwecke, nicht medizinische Zwecke, einfach eine gesellschaftliche Realität ist. Das ist klar. Wir haben uns auch diskutiert, ganz intensiv und noch ganz lange, auf einem ganz guten Niveau, letzte Samstag. Und wir haben ganz klar Vor- und Nachteile von einer mehr liberaler Politik gesehen. Ich meine, es gibt auch bei uns natürlich verschiedene Meinungen von einer kompletter Liberalisierung bis zu einer strenger Drogenpolitik. Die Meinungsspektrum ist natürlich auch bei uns vertreten. Wir haben aber fertig gebracht, einen frohen Katalog aufzustellen, wo wir den Prozess begleiten. Die Regierung mischt ja ein Projet de loi, und die sieht, wenn die Notenheit guckt, was ein bisschen die Sujets wären, die wir angeschwärzt haben. Zum Beispiel Kompatibilität mit den internationalen Konventionen. Die Regierung eine relativ abstruse Theorie entwickelt, wenn der Reporter.lu guckt, letzte Woche, und die ganz gut Analyse gemacht, die wir auch teilen. Da fährt man auch den Engländer nicht eine Question parlamentär an dem Sinn gestaltet, wo wir fragen, wie es dann überhaupt geht. Aber das ist die Reaktion von unseren Notbeschlenner, wenn wir hier aufhängen, Drogen relativ frei zu verkaufen, und das Risiko besteht ganz einfach, dass Grenzen kontrolliert gehen. Das muss ich wissen. Und dafür ist von den Evaluierungen, die wir immer in diesem Kontext tun, ist es nicht besser, eine europäische Lösung zu haben, wo wir das Risiko nicht laufen, weil Grenzkontrolle wissen wir ja well an der Zwischenzeit ganz gut, wie das kann gehen. Also muss man auch hier nirgend alle Gesundheitskonsiderationen und so weiter, wir müssen gucken, dass das enkadriert ist. Lützeburg als Kavalier soll an so einem kritischen Gebiet ist schwierig. Wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe Argumente, die dafür plädieren, für einen anderen Approach zu haben. Sie wird ganz einfach, da ihr seht, wir müssen das aus der Klandestinität rausholen, wir müssen die Gesundheit von der Leute besser schützen, wir kriegen vielleicht eine Reduzierung von der Kriminalität am Umfeld. Es gibt eine ganze Reihe Überlegungen, die auch dafür plädieren. Es gibt auch die dagegen plädieren. Die fand die haben ich will nicht im Detail an, das könnt ihr nur lesen. Aber die Konklusion, die ich proposiere, ist, dass wir als ADR an den nächsten Tag vor mir ein Hearing an der Chamber auch für die Regierung natürlich zu zwingen, endlich Karten auf den Tisch zu legen. Was hat sie gern? Wie will sie das abhaken? Und wir hätten gerne auch, dass Leute aus den Ländern, die Erfahrung haben an der Zwischenzeit mit einer Toleranzpolitik oder wie auch immer an den einzelnen Staaten, die man da umgehen, dass die können hier gelauscht gehen, für das man keine Konklusionen ziehen. Das gilt für Holland, das gilt zum Beispiel für Colorado, das gilt für andere Plätze auf der Welt, Kanada, den das auch probiert. Wir wissen gerne, was als Situation an den Staaten, die eng Manner repressiv oder kein repressiv Politik holen, aber eng Lehre können wir daraus erzählen, wenn wir wollen, auf jeden Fall, egal was wir machen, muss man konform sein zu unseren rechtlichen Engagementen, kein Problem kriegen mit den Nobelstaaten, und das bestmöglichst machen für die Gesundheit hier am Land von den Leuten zu protegieren. Und das gucken wir, dass wir da rausfinden, und wir werden die Regierung zwingen, da klar auf jeden Fall zu sagen, was sie will oder wie sie das will machen. Wir hatten eine Diskussion über die 5G. Hier sind 4 Elemente aufgezählt, die ich will angehen. Gesundheit, das ist eine Suche, die viele Leute tun. Wir hatten auch hier Question parlamentäre schon gestaltet. Wie ist es mit der Gesundheit? Die Regierung hat uns geantwortet, da wären Tester und so weiter. Wir haben bis heute kein Resultat von Tester hören oder gesehen. Das heißt, auch da bleiben wir am Ball. Einfach, das ist wichtig durch das Prinzip der Präkaution, dass Leute wissen, mit den bestmöglichen wissenschaftlichen Resultaten aus neutraler Quelle, ob ein Gefahr für ihre Sicherheit besteht oder nicht. Bausse Sicherheit, ich meine, du hast auch die Diskussion chinesische Firmen, die da können eventuell involviert sein. Und da so mal die Regierung darf sich nicht lernst die Verantwortung drücken. Denn Herr Büttel, wir hatten da doch gefragt, und Herr Büttel hat geantwortet, ja, die Entreprise müssen da ihre Verantwortung holen. Nein, der Staat hat Verantwortung, denn Herr Büttel hat Verantwortung. Weil es kann ja nicht so, wenn es um Bausse Sicherheit geht vom Land, als natürlich
die Regierung verantwortlich und kann nicht so ein Post oder irgendein anderer Betrieb, den sich interessiert, für Frequenzen zu stehen oder Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen, die sie responsabel für gegen den eventuell Spionage von einer Firma Murcht zu gehen. Das ist eine Responsabilität von der Regierung und noch von diesen Relationen mit verschiedenen Staaten nicht will verdienen, als das kein Argument für nicht klar der Ökonomie an denen Akteuren zu suchen, die an dem Feld aktiv sind, was sie sollen, aber was sie nicht sollen. Das Risiko vom Überwachungsstaat geht natürlich an die Luft. Auch da muss man ganz gut aufpassen, wie weit man gehen. Wir müssen gucken, dass die ökonomische Rentabilität von dem 5G überhaupt gehen ist. Und wir müssen gucken, dass ein Service universell durch die Entwicklungen nicht auch vorgestellt ist. Also ob Festnetz, optisch Fiberen, das muss weiter können existieren. Wir können nicht nur einfach ein neues System holen, weil das so teuer ist, den Ausbau von den anderen Kommunikationsmöglichkeiten negligieren. Das lässt wohl nach einer Diskussion über Prozeduren, ob die auch immer korrekt gehandhabt gehen, wie Komodo, Inkomodo am Kontext von der Implementierung von 5G. Bei der Heimarbeit, auch das ist ein Sujet, den Gewerkschaften ganz gut begleiten und wo doch vom Patronat interessante Stellungnahme gibt, haben wir auch am Detail diskutiert. Ich will vielleicht hier auch auf einen Aspekt just angehen, den mir besonders interessant schenkt. Das ist, weil wir kennen Vierdeler, die kann hun von den daheim schafft. Das ist für allem auch an verschiedene Kontexte, wo Familien oder so vielleicht interessant. Wir kennen noch Notdeler für die Ökonomie, wie zum Beispiel die Restauration an der Stadt, alles das wisst ihr. Aber es sind vielleicht zwei Aspekte, die ich hier will rausholen. Das ist die Relation mit dem Patron, wie es mit den Promotionen von den Leuten, wie es mit den Bewertungskriterien, besteht nicht das Risiko, dass Leute überwärts gehen an ihrer Arbeit daheim und dadurch ein seriösen Angriff an ihre Privatsphäre besteht. Aber auch für den Patron gibt es Risiken. Ich meine, der Patron ist auch konfrontiert vielleicht mit einer Forderung, dass den zweimal eine Infrastruktur muss zur Verfügung stellen, ein an einem Büro, ein daheim oder bezahlen. Und dann ist eine Frage, die ganz kompliziert ist, wie wollen die Leute gerecht bezahlen? Muss den Unterschied gehen zwischen einem, den daheim bleibt, oder vielleicht sich nicht muss so schön undoen oder auf der anderen Seite aber auch nicht muss so lang fahren, nicht am Stau steht. Also so frohen, wo vielleicht Forderungen abkommen. Ich meine, ihr seht den anderen nur den Vierdeel, weil er kann im Büro schaffen, den anderen argumentiert, dass vielleicht den Vierdeel wieder daheim zu bleiben. Und da kann es sein, dass einfach Spannungen auch zwischen den Leuten entstehen aus verschiedenen Argumenten, die aber kann nachvollziehen, zwischen den Engen und den anderen. Und wir bestehen aber darüber, und das ist ein komplizierter Prozess, dass man Gerechtigkeit an der Remuneration von den Leuten behalten, unabhängig davon, wie gesagt, ob sie daheim oder im Büro schaffen, die 2 oder 4 Notdeler, und das ist eine Diskussion, die mit den Gewerkschaften muss gefeiert gehen, wie dass wir da keine Distorsionen kriegen. Ein anderes grosses Problem ist für den Standort Lützeburg als die Auslagerung von Aktivitäten, die Lützeburg wäscht. Am Bankensektor das ganz leicht verschiedene Aktivitäten vom Ausland auszumachen, wann ich kann irgendwie so ein offiziell als Datei zu Lützeburg geschieht. Das heißt, dass wir Qualifikationen verlieren, dass wir aufhängig gehen auch von informatischen Risiken, dass der Standort einfach ausgehirrt wird. Das wird nicht Sinn. Dafür hat schon CSSF von einer Hürde schon Initiative für dem entgegenzusteuern. Also es sind Themenarbeit kann wie gesagt ganz flott sein, aber es hat enorm Risiken. Und ich meine, die Diskussion, die ein bisschen enthusiastisch gefeiert gouf, die muss ich nach ein Kehr kritisch erfragen. Einzelne und direkt gesagt, wir hätten Recht auf Heimarbeit und so weiter. Ja, also das ist eine Möglichkeit, aber für alle muss man das an einem Kontext gesehen, an alle Risiken evaluieren, die Vorteile und Risiken und dann eben eine verantwortungsvolle Solution proposieren. Letzten Aspekt, die Legislativarbeit, die wir machen. Wir haben eine Reihe Proposition de loi an der Chambre, die op dem Instanze wie sind. Du geht zum Beispiel im letzten Spruch, das werde ich nicht überraschen, wenn es um DDR geht. Ich hatte schon gesagt, der Reding hat am Etat der Krise eine Verbesserung vom 32.4 von der Verfassung 4 geschlagen. Den Herr Reding hat auch Proposition de loi an eine Revision konstitutionell über das Statut vom DEA angeregt. Auch da wird man noch gucken, dass das 4 geht. Und dann hören wir an den nächsten Monat eine Reihe von Initiativen, haben schon angekündigt, dass die 2/3 auch bei der Methode Krise, sobald Grundrechte von den Leuten berührt gehen durch ein Gesetz.
an en ganz Reihe einer Dispositionen oder Bereiche, wo man lo als ADR Legislativinitiativen holen. Wie gesagt, mein verspreche Geld von mir eng wichtig Proposition de loi dabei aus invitieren wir ihr an mir stellen ihr Ste 4. Dat voret vu Menger seit als ganz kurzen Überblick über dat wat man machen. Van dir frohen Hut, dann stimme ich selbstverständlich alle 4 Geld zur Verfügung.